Habe die Ehre. Servus zusammen, beziehungsweise Servus Sesselberger. Schön, dass du schon wieder da bist. Eins früher Wurm, wie wir ja jetzt schon festgestellt haben. So pünktlich mag ich das, pünktlich wie die Stechuhr. Es ist wieder Zeit für einen Kassettenschmerz. Haben einen Haufen Shit für euch dabei. Und natürlich für den Sesselberger Unboxing Level 9000 mit Original Japanese Boglamons, die ja der liebe Herr Bartige Michel in Soundline vorbeigebracht hat. Dann haben wir noch eine optimale Ordnung für die. Für die One Piece Fans haben wir natürlich was dabei. Unser letztes OP14 Booster Pack. Und was mich richtig freut, heute ist die zweite Box gekommen also die erste Box zu der ersten, Staffel 2, der Box hat uns Polyband zukommen lassen. Die machen wir heute miteinander auf. Da ist die erste Volume drinnen von Staffel 2. Jetzt haben wir es. Haha. Machen wir heute miteinander auf am Schluss. Also hier wird sich noch ordentlich entblößt zum Ende. Der Bartige ist eh schon da. Boglamon Karten schreibt der eine, der Sessler. Da weiß ich, dass dein Herz höher schlägt. So, da sagen, fangen wir einfach gleich Cola nicht bleiben. Hab gerade selber einen Stream. Was selber einen Stream? Dann verweisen wir die Leute in deinem Stream auf unseren und dann schaut es wieder bei mir einer. Das ist viel cooler als das, was du machst. Das weißt du ganz genau. Muss ich nicht sagen. Muss ich da nicht sagen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und schauen uns gleich mal ein paar Poster an und reden über Trailer, die gekommen sind. Denn es gab einiges. Unter anderem ist ja der Jackass 5 Trailer rausgekommen. Und es heißt ja dieses Mal tatsächlich, oder wie manche Leute gern sagen, tatsächlicherweise, dass es die letzte Runde ist, die sie machen. Ich bin gespannt, ob es wirklich zum letzten Mal ist, weil sie haben ja doch einige junge Leute jetzt dabei, die das Ruder dann übernehmen könnten. Also hier mal das Poster Best and Last. Ich glaube, der deutsche Untertitel ist Einer geht noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig beschissen. Im Trailer sieht man noch gar nicht so viele Sachen von die neuen Stunts, diese drei haben einige Rückblicke auf die alten. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Ben Margera wieder dabei. Also der war ja im letzten Teil nicht dabei, weil er anscheinend nicht einhalten hat können, dass er clean, nüchtern oder sonst irgendwas bleibt und wurde dann komplett rausgeschnitten. Und jetzt hätte ich gemeint, dass ich ihn gesehen habe. Ich bin, wie gesagt, noch nichts Offizielles hier. Wer schreibt da noch? Hallihallo oder Seise, Habitäre, habt ihr einen Twitter-Rausch ausgeschlafen als Suffgib. Kann ich raiden und dann wieder streamen. Das ist wahr, das ist wahr. Hier ist gerade Küchenrave. Aber ja, Kassettenschmerz weit und weit besser. Küchenrave, auch nicht schlecht. Bam von der Partie, super. Ja, also wenn er dabei ist, hätte ich auch Bock drauf. Also, war ja wünschenswert, wenn er es endlich geschafft hätte, dass er clean bleibt und nüchtern und trocken und was weiß ich, was da eigentlich alles genau dahinter gesteckt ist. Aber ich darf es mir auf alle Fälle wünschen und er gehört ja eigentlich zu dem Ensemble dazu, den wollen wir ja eigentlich singen. Was haben wir noch? Schauen wir mal kurz durch. Ja, Scary Movie hat natürlich ein neuer Trailer, sage ich schon, ein neues Poster rausgehaut, diesmal mit Michael Jackson. Und da muss ich gleich was vorlesen, nämlich haben sie auf der CinemaCon einen Auftritt gehabt und haben dann gleich mal eine Liste mit Leid vorgelesen, bei denen sie sich entschuldigen, weil sie könnten von Scary Movie 6 offended sein. Nämlich, wir haben es geschrieben, to offer apologies in advance to a list of people who may or may not get their feelings hurt by the new movie, including white people, black people, off-white people, Mexicans, Asians, the entire state of Vermont, which is more white people, Didi's cleaning lady, baby oil in general, the First Amendment, the Second Amendment, the 13th and 19th and 26th Amendment. Those two politicians who were not in the Epstein fields, stoners, fat kids, fat stoners, more white people, working moms and more white people. Geil. Habe ich auf alle Fälle schon mal sehr lachen müssen, als ich das gelesen habe und ich hoffe, dass es wirklich also durchziehen. Das war nämlich mal wieder so ein Wunsch, ein persönlicher Wunsch von mir. Eine Komödie, die wirklich in alle Richtungen schießt, die kein Blatt vor den Mund nimmt und einfach wieder mal richtig schön politisch unkorrekt ist, aber eben sie nicht auf irgendwas einschießt, sondern halt einfach in alle Richtungen austeilt. Und ja, so nach dem South Park-Prinzip, das funktioniert in meinen Augen ja auch, weil es einfach in alle Richtungen tritt. So, Oskar, komm vorbei. Sag Hallo.
Er schimpft. Ja, er stinkt sauer. Warum auch immer, warum bist du schon wieder so grantig, hä? Weil du nicht raus darfst, jetzt kann ich nicht aufstehen. Klar, Schiller ist auch da, Habanere, Viva la Bam war damals gut, ja, das war echt Welt. Ich frage mich heute noch, wie das seine Eltern ausgehalten haben, dass sie sich alle so von ihm malträtieren lassen, nehmen wir es mal einfach so. So, Poster zu einem neuen Asterix-Film hat es auch gegeben. Asterix und das Königreich Nubien. Ich bin an sich eigentlich schon großer Asterix-Fan, aber ich muss sagen, diese neuen animierten Filme, die treffen bei mir nicht ganz ins Schwarze. Ich hätte gern wieder mal einen alten Stil schön gezeichnet. Da war ich dabei. Aber vielleicht kriegen wir mal wieder einen, weil Disney arbeitet ja anscheinend auch gerade, oder ist es Pixar, ich weiß nicht auswendig, arbeitet ja anscheinend auch gerade an einem gezeichneten Film. Ah, köstlich Leitungswasser. So, neues Poster gibt es auch zu Spider-Noir, Nicolas Cage. Spider-Man-Film auf Prime am 27. Mai auf Prime. Und da gibt es auch einen neuen Trailer. Schaut eine, sagt mir mal ein paar von die Gegner. Ich glaube unter anderem Sandman, Tombstone und noch zwei waren dabei. Ich weiß aber jetzt leider nicht mehr auswendig. Hab's natürlich auch nicht aufgeschrieben. Was soll ich machen? Übrigens, da habe ich jetzt kein Poster nicht da. House of the Dragon hat den ersten Trailer ausgekaut zu der dritten Staffel und schon das Startdatum dabei für den 21. Juni. Jetzt geht es wieder Schlag auf Schlag und der Trailer schaut schon mal cool aus. Also, ich glaube, wir sind in der dritten Staffel dann in so einem All-Out-War auf alle Fälle. Da wird es auf alle Fälle rund gehen. Bin schon gespannt drauf. Ja, erste Staffel fand ich richtig geil, die zweite ziemlich geil, aber nicht so geil wie die erste. Aber ich denke, dass das qualitativ doch immer noch sehr hochklassig spielt, dass wir da auf alle Fälle eine gute Zeit haben werden. Und ja, Spider-Noir hier nochmal. Ich finde es geil, ich finde den Trailer cool, ich finde es cool, dass wir da Nicolas Cage singen. Dann, was mich voll geflasht hat, ist der Trailer zu Clayface und hier das Poster dazu. Ich weiß nicht, ob ich den Trailer letzte Woche schon gesagt habe und wenn jetzt mir scheißegal, mag ich nur mal drüber reden, weil ich fand den Trailer bombengeil und es schaut definitiv schon mal nach diesem Horror-Flair, der uns versprochen worden ist, aus. Es soll ja ein richtig geiler Body-Horror werden und gibt es jetzt schon einige Vergleiche wieder. Sie sind wieder sehr nah an die Comic-Vorlagen und an die Zeichentrickvorlagen. Also ich bin da schon richtig heiß drauf. Richtig, richtig heiß drauf. Da kann man geil was draus machen. Ich hoffe, sie versäumen es nicht, aber ähm, bisher muss ich sagen, hat der James Gunn nicht enttäuscht. Übrigens, DC, James Gunn, Dreharbeiten jetzt begonnen zum zweiten Superman-Film. Die laufen schon. Und The Authority, glaube ich, heißt der Film. Der ist jetzt gecancelt worden. Mal kurz schauen, dass ich euch den richtigen Ding sage, aber es müsste genau Authority oder Kosten ist jetzt gecancelt worden, beziehungsweise erst mal hinten angestellt. Sie haben das Drehbuch nicht richtig hingekriegt, hat er gemeint, und er hat sie das, was sie so als Idee haben, hat sie anscheinend in den Plan, den sie bisher haben fürs DC-Universum, nicht so richtig eingefügt. Deswegen ist jetzt erst einmal on hold die Sache. Aber naja. So, muss doch hier Katze hier, weißt du schon, Katze. Hauch mich nicht hochgestungen, das Sau. Ekelhaft. Noch eine Comic-Verfilmung, die wir jetzt dann kriegen werden, ist hier. Geh mir oben von meinen Zettel. Django und Zorro gibt es ein Comic, das geschrieben worden ist, unter anderem vom Tarantino und ist der Django aus Django Unchained. Der ist jetzt von Sony beauftragt worden, dass er richtige Verfilmung kriegt. Und zwar wird das Drehbuch geschrieben von Brian Helgeland. Der hat auch unter anderem Mystic River geschrieben. Und wer Mystic River gesehen hat, der weiß, was da für eine Weltmacht an Autor dann dahinter sitzt. Ein Katzel, schön, sagt er. Ja, ganz schön. Er ist aber nicht ganz zufrieden mit der Situation jetzt gerade. Er möchte mich aussehen, aber ich kann jetzt nicht aufstehen. Weil ich muss euch hier informieren. Also ihr seid schuld, dass meine Katze leiden muss. Dann, was richtig cool wird, da werde ich am Kino drin sitzen, ist die Wiederaufführung von Repo, The Genetic Opera. Ist, glaube ich, auch von Darren Lynn Bousman damals gekommen, nach oder während seiner Saw-Filme. Und ich fand den ziemlich cool. Da gibt es ja, glaube ich, auch zwei Fassungen, zwei Filmarten. Ja, genau, da gibt es ja dann nochmal einen mit dem Jude Law, der nicht als Oper aufgeführt ist oder nicht in diesem Stil. Aber den hier fand ich schon ziemlich geil und ich hoffe, dass der bei uns dann auch nochmal irgendwo im Kino gezeigt wird. Glaub's zwar noch nicht so, weil das doch ein rechter kleiner ist. Ich habe zumindest schon mal angefragt, ob wir vielleicht bei uns in der Nacht des guten Geschmacks kriegen. Also Daumen drücken und das Beste hoffen for this shit. Poster für die, ich glaube, vierte Staffel The Legend of Vox Machina oder Machina ist es da, glaube ich weiß es nicht. Ist falsch gesagt, aber ist mir scheißegal.
4. Staffel am 3.6. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen davon. Es gibt einen Trailer dazu, habe ich mir jetzt absichtlich auch noch nicht angeschaut. Also nur die Info für euch, es gibt einen Trailer. Wer dabei ist, muss man vielleicht einmal, vielleicht schreibt es mal in den Chat rein, wenn es irgendjemand anschaut, ist es gut, ist es sehenswert. Ich lies so oft davor, aber habe noch nicht reinschauen können. Für Pokémon-Karten gibt es da was vom Sessler. Fette Kartoffel geht raus und Küsschen auf dein Nüsschen. Oder deine Nüsschen. Also das darfst du aussuchen, was dann, weißt du schon. Wir verstehen wir uns, glaube ich. Warte, das muss ich nur schnell herzen. Wo ist das? Los mit Chat ein. Und eins Herz geht raus hier. Eins Herz geht raus. Aber das Geile ist, ich kann es hier im Chat nur Herzen, aber ich kann nicht auf Gefällt mir drucken. Ich schicke da auf alle Fälle noch 1000 Herzen in den Chat ein. So. Genau. Legend of Vox Machina, das war's. Botagen für Boklamen. Sagt der Franke. Botagen. Ihre, die verdammten Franken. So, was haben wir noch? Irgendwo ein Poster war noch da. Genau hier. Rick and Morty, nächste Staffel. Ich glaube, es ist sogar schon Staffel 9. Geht am 25.05. auf HBO Max weiter. Oskar, was geht ab? Du musst eigentlich schauen. Ja, da ist Kamera. Was machst du jetzt da? Lass mich mal da schnell. Ja, ich muss das da. Ja, genau. So, Rick and Morty Staffel 9 Monate geht weiter auf HBO Max am 25.05. Bisschen später war es endlich Project Hail Mary gesehen, sagt er. Servus erst einmal. Hi, schön, dass du da bist. Danke für die Spende gleich mal. Schaut, ist schon wieder das erste Booster-Pack zahlt. Vielen Dank. Da gibt es dicke Küsschen an euch alle. Und nein, ich habe leider noch nicht gesehen. Jetzt war ja wie heißt das Hardline war jetzt, da war jetzt sehr beschäftigt. Und jetzt hoffe ich noch, dass ich, also was heißt hoffe ich, am Freitag habe ich jetzt geplant, dass ich mir Kill Bill Double Feature noch anschaue. Das wird wahrscheinlich nicht mehr lang irgendwo laufen. Drum muss ich da jetzt erst nachhören und dann hoffe ich, dass ich noch irgendwo reinkomme zu Project Hail Mary, genau. So, erstes Logo, beziehungsweise jetzt das offizielle Schriftzug zum kommenden Resident Evil Film am 18. September. Ich glaube, ihr habt das gehört, wer richtig geil ins Mikro eingemalt hat, die lästige Sau. Ossi, verpiss dich halt dann. Auf von meinem Glasl. Los mich, nur mich nicht an. Genau, hier, erster Resident Evil Schriftzug. Da ist jetzt mal eine Webseite online gegangen dazu. Also lang dauert es ja nicht mehr, ungefähr noch 5 Monate. Dann können wir Zack Rager seine Interpretation von Resident Evil sehen. Und da bin ich auch schon sehr heiß drauf, wenn der Typ dieses Universum auf die Leinwand bringt. Das bin ich sehr gespannt. Das Kill Bill Feature läuft ja gar nicht im Schweinekino von Phil Spielberg, genau wie They Will Kill You. Ja, mir hat es auch gewundert, dass den nicht haben in Phil Spielberg. City Dome Straubing ist wahrscheinlich von dir zweit weg, denke ich mal, oder? Ansonsten musste man vielleicht mal schauen, ob es Kinopolis in Landshut ausstrahlt, aber der ist recht rar gesät mit den Aufführungen insgesamt, habe ich festgestellt. Sehr schade, weil den sollten eigentlich mehr erleben. Und ich fahre auch extra auf Straubing um, weil das möchte ich nur auf der Leinwand schaffen. Am Freitag haben sie eine Aufführung um 17.40 Uhr. So, übrigens hat es mir vorhin einer geschwappt, da habe ich jetzt nochmal anschauen können, Ted Lasso, falls das irgendjemand anschaut, ist jetzt der Trailer zu der Staffel 4 heraus und die kommt am 5.8. auf Apple. Da kann ich nichts dazu sagen, habe ich nämlich nur überhaupt nichts gesehen. Es wird aber immer sehr, sehr gelobt, darum kann man ja mal reingucken, da ich sagen, oder? Wenn ich muss halt mein Apple-Ding wieder mal aktivieren, muss ich sowieso noch, weil ich noch Monarch Staffel 2 schauen muss. Kurva, diese. So, gehen wir mal, das war's jetzt so mit Poster und Trailers. Jetzt kommst du wieder, Oskar. Kurze Castings, diesmal sind es nicht so viel. Hello. Für die Miami Vice 84-Film sind jetzt der Michael B. Jordan und der Austin Butler gecastet. Ja, hallo. Ja, hallo. Da habe ich jetzt ja keine Beutel rausgeholt, weil ich glaube, Michael B. Jordan und Austin Butler kennt ja jeder. Wo es aufgehen und dann maulen. Die kennt mittlerweile jeder. Ein cooleres Casting ist der Curry Barker. Das ist jetzt der Regisseur von Obsession, der ja gerade ziemlich abgefeiert wird, läuft bei uns leider noch nirgends. Der ist aber jetzt von A24 verpflichtet worden, dass er einen Reboot von The Texas Chainsaw Massacre macht. Und er hat jetzt schon geschrieben, dass es auf alle Fälle ein sehr brutales Reboot werden soll, aber trotzdem das Herz vom Original
beibehalten will. Also ich bin sehr gespannt, wenn dieser Regisseur, wenn A24 und dann dieser Regisseur, von dem jetzt hat viel gelobten Obsession, da zusammenarbeiten. Ich kann mir natürlich noch keine Meinung zu Obsession bilden, aber die ersten Stimmen sind ja da auch überragend, überschlagen sie ja fast. Drum sind wir da auf alle Fälle mal sehr gespannt. Und wenn A24 dahinter steht, dann wissen wir, dass es in der Regel ähm, Garant ist für was sehr Tolles. Jetzt wollen wir mal kurz wieder hier in den Chat reinschauen. Papa Ted Lasso hat was, musst Fußball anmelden. Flog gerne, hat Spaß. Hast du schon gehört, was der erste Eindruck von der ersten Sichtung vom Zack Rogers in der Mad Max das Horrorfilm? Das sage ich geil. Ah, okay, das habe ich noch gar nicht gelesen, aber wenn das echt so ist, dann holla die Waldfee, da bin ich mal gespannt. Ich weiß ja nur, mittlerweile ist ja schon bekannt, dass es ja wir auch keine bekannte Figur verfolgen aus den Spielen und auch keine Storyline aus den Spielen, sondern ich glaube, wir verfolgen mal irgendeinen Sanitäter, der während des Ausbruchs in Raccoon City sich da irgendwie durchkämpfen muss. Auf der einen Seite finde ich es cool, dass man wieder dass man was Eigenes erzählt, weil dann muss man sich wahrscheinlich auch nicht so messen mit der Spielvorlage. Auf der anderen Seite war es halt einfach mal geil, wenn man selbst wie Resident Evil 1 oder 2 1:1 geil verfilmt kriegt hat. Aber naja, ich bin sehr positiv eingestellt, weil der Name Zack Rager einfach geil ist. Michelle, eure Seku, ist auch da und sagt Gatze, Gatze, Gatze. Ja, ja, Gatze, Gatze. Und er knurrt mir hier das Ohrwaschel voll, weil er so grantig ist. So, jetzt gehen wir mal zu den News, gehen wir mal auf die News über. Ich habe jetzt auch nicht so viel Poster rausgesagt, ich habe nicht so viel Lust gehabt heute, dass ich 1000 Poster aussuche. Aber es kämen schon ein paar Beutel für euch. Also keine Angst, keine Angst. Ich hätte sogar, wartest du jetzt noch schnell, zum Ted Lasso ein Beutel da gehabt und habe es völlig vergessen, dass ich es euch zeige. Das soll nicht umsonst rausgesucht worden sein. Schaut her, da ist jetzt der Ted Lasso, Staffel 4, Trailer ist heraus. Dann habe ich das letzte Mal schon erzählt, dass Chucky einen neuen Film kriegt. Tom Mancini schreibt ja gerade dran und soll ja dann die Geschichte von der Serie weiterführen. Aber halt eben wieder auf der Kinoleinwand dann laufen. Zeitgleich schreibt er jetzt mit der Jennifer Tilly, die kennen wir ja aus der Chucky-Welt vor allem, an einer eigenen Serie. Da haben sie noch keine weiteren Details bekannt gegeben, nur gesagt, sie zwei arbeiten da jetzt gerade sehr eng an etwas. Ja, ja, das ist schon recht. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber er knurrt hier immer noch fröhlich vor sich neben mir am Ohrwaschel dahin, weil er stinksauer ist. Der Gundam-Film auf Netflix ist jetzt offiziell in Produktion mit der Sydney Sweeney als Hauptrolle. Da bin ich leider überhaupt nicht im Thema, weil Sydney Sweeney sind wir natürlich alle im Thema, denke ich mal. Aber bei Gundam bin ich überhaupt nicht im Thema. Ich glaube, ich habe ein paar Animes da mal nebenbei geschaut. Was machst du denn jetzt? Geh rüber. Jetzt bin ich wieder voll mit der Sau. Aber ja, schauen wir mal rein, was draus machen. Das kann für mich eigentlich nur unterhaltend werden, weil da überhaupt keine Ansprüche drauf stehen. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo Gundam-Fans erinnert haben, aber mich berührt das Thema jetzt nicht so stark. Was es hier hoffentlich kriegt, der Jack ist ja dann ein würdiges Ende oder Fortsetzung. Ja, wie gesagt, Fortsetzung kriegt sie, weil der Film setzt die Geschichte weiter. Ja, für die Geschichte weiter. Katzenau ist ja mehr, ja, genau, das habe ich alle. Wenn ich nicht raus darf, dann wird da übereinander knurrt. Ab und zu mal ein paar Streichgespräche, manchmal rauft man ein bisschen. Er hat schon einen sehr eigenen Kopf, der Osel. Jennifer Tilly spricht ja auch Bonnie Swanson in Family Guy. Wer ist denn das gleich wieder? Wer ist diese Figur im Family Guy? Ich habe schon lange nicht mehr im Family Guy angeschaut. Leider. Das ist eigentlich so eine gute Serie und ich vergesse es, dass es die gibt. Da haben wir dann den ersten Blick auf Victorian Psycho mit der Monroe, Micah Monroe, meine heißt aus Longlegs und wie heißt dann der It Follows, genau. Regie führt der Zachary Wigan oder bla bla bla, keine Ahnung, wie man seinen Namen schon wieder ausspricht. Der war Regisseur von Heart Machine und Sanctuary. Habe ich beide nicht gesehen, keine Ahnung, was das heißt. Das Bild schaut schon mal cool aus, liest ja richtig cool. Spielt so eben in der viktorianischen Zeit. Sie kommt in irgendeine Bumsbude rein und dann stellt sich irgendwie also raus, dass sie nicht ist, was sie vorgibt zu sein. Das kann in alle Richtungen gehen. Ich habe keine Ahnung. Da werden wir uns überraschen lassen, da ich sagen. Dann werden wir uns überraschen lassen. Und das ist jetzt gleich wieder was für unseren Dragon Cry, für unseren Philipp. Das erste Bild von Wednesday Staffel 3. Da verschluckt es ja nach Paris. Nach Paris. Da schaut es her. Schön ist es. Schön ist es. Mehr gibt es noch nicht dazu. Das muss dir reichen. Aber das habe ich extra mitgenommen für dich, Philipp, weil ich weiß, wie sehr dass du Wednesday liebst. Über alles. Mehr als dein eigenes Leben. Ich weiß es. Dann noch kurze Info zu Hard Ice 2. Der kommt jetzt im Februar 2028 offiziell in die Kinos. Da freuen wir uns schon sehr.
Alles klar, jetzt ist er schon wieder da. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Danke, lieber Kane. Ich lebe, um zu dienen. Ich lebe, um euch hier zu dienen. Wenigstens einer, der sich da mal bei mir bedankt. Alle anderen undankbare Schwänze. Was ist jetzt mit dir, Katz? Miau, miau, miau. Was haben wir hier noch? Ja, sehr traurige News. Gen V Staffel 2 ist leider das Ende von der Serie gewesen. Die ist jetzt gecancelt worden. Man weiß noch keinen Grund dahinter. Die Hauptdarstellerin hat, ich weiß jetzt ihren Namen gerade nicht, hat aber schon gesagt, sie wird sich demnächst dazu noch äußern. Da erfahren wir dann noch mehr. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass es unter anderem aufhört, weil es ja mit The Boys Staffel 5 verflochten sein wird, sein soll. Erfahren wir morgen vielleicht einmal, ob da was da noch auf uns zukommt. Bisher war ja noch nichts da, aber das war zumindest eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann, wenn man sagt, hey, das ist mit The Boys ausgelaufen und jetzt konzentrieren wir uns eben auf die kommenden Spin-offs wie World Rising und The Boys, was war es, Mexiko, kann es sein? Naja, mal gucken, was wir da noch für ein Statement kriegen. Dem kann ich sei ein Trullala, Trullala, Trullala. Das laberst du, da bist du voll. Was mit Trullala in Ruhe. So, was haben wir noch? Genau, natürlich, wenn Call of Duty einen Film kriegt, soll auch Battlefield nachziehen. Ist ja das zweite große Kriegs-Ego-Shooter-Franchise. Und da ist jetzt im Gespräch der Michael B. Jordan wieder mal, den haben wir vorher schon gehabt bei Miami Vice 85 für Hauptrolle. Nichts Offizielles, dann nur Gerüchte bisher. Und der Christopher McQuarrie ist als Autor und als Regisseur gesetzt. Den kennen wir für die Mission Impossible Filme, für wie heißt der? Ja, genau, Live, Die, Repeat Money heißt der. Und dem unsäglichen Mumie mit dem Tom Cruise, das ist anscheinend so, der arbeitet anscheinend nur mit dem Tom Cruise zusammen. Aber bei den Mission Impossible Filmen, da hat er sehr gut immer abgeliefert. Bei Live, Die, Repeat auch. Den fand ich auch sehr geil. Da ist auch schon lang Remake im Gespräch, aber irgendwie, kein Remake, sondern eine Fortsetzung. Aber irgendwie kommt die nicht. Tolle Wurst, tolle Wurst. Kleines Logo schirmen wir hier noch kurz ein. Nämlich zu der Prime-Serie Blade Runner 2099. Also natürlich auch im Stil von dem Logo, das man kennt, gehalten. Nichts Besonderes, aber es geht zumindest voran, wenn sie jetzt mal ein Logo veröffentlicht haben. Und ich hoffe sehr, dass das so in dem Stil beibehalten wird vom Denis Villeneuve. Wie der Corby sagt, dann kann das eigentlich nur gut werden. Netflix macht ja die Scooby-Doo Real-Serie und wir haben jetzt das erste Beutel vom ganzen Cast, wirklich also als Promo-Beutel auch für Scooby-Doo. Und zumindest gehen sie anscheinend hier auf Nummer sicher und wollen keine Vogue-Debatte lostreten. Ist ungewohnt für eine Netflix-Serie. In der Regel sind sie doch diverser unterwegs. Aber vielleicht haben sie mal gesagt, hey, eine Serie machen wir jetzt mal wieder, wo wir uns diese Scheiße von diesen ganzen Incel-Fotzen nicht anhören müssen und anhören wollen. Drum gehen wir einfach mal auf Nummer sicher. Hier zumindest in der Cast ist gut drauf. Die schauen sehr cool aus, sehr nah am Original. Deswegen bin ich dabei. Schauen wir uns so. Und was noch sehr gut drauf ist, ist natürlich hier Rabbit in Winnie Pooh Blood and Honey 3. Das erste Beutel von Winnie Pooh. Schaut sehr nah am Original aus, wie er Winnie Pooh angeschaut hat, die Zeichentrickserie, weiß, wie der Rabbit ausschaut. Und das ist natürlich hier 1:1. 1:1. Was verzeiht sie ist wieder mal sieht schon wie früher aus mit McKenna Grace, kann bloß gut werden. Ja, McKenna Grace Bombe, wenn die dabei ist. Die mausert sich ja schon langsam zum kleinen Liebling von mir, die sehe ich sehr gern. Übrigens, aufschreiben, 13.06. geht die zweite Staffel X-Men 97 los. Also 13.06. notieren wir uns hier, aufschreiben, mit so einem Stift. Sehen Sie, schaut, Stift. 26. das Landshuter Kurzfilmfestival. Stift nehmen, aufschreiben, 13.06. X-Men 97 Staffel 2 auf Disney Plus. Freue mich schon sehr, weil die erste Staffel war echt überragend gut. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die so gut wird. Und habe mich dann echt voll vom Hocker gehauen. Jetzt haben wir den Stift verloren. Okay. Stift ist weg, ich kann nichts mehr aufschreiben, ich muss für mich mitschreiben. Zum Beispiel das, nächste Notierung, im April, Notation, im April 2027 kommt der Anime Kagurabachi und ich habe da schon die ersten 5 Kapitel vom Manga gelesen, der ist ziemlich geil oder einen geilen Zeichenstil
erzählt eine coole Rachegeschichte und deswegen glaube ich, wird der Manga auch ziemlich geil, wenn man da vor allem auf die geile Animationsqualität hier liegt, wie zum Beispiel jetzt bei Witch Hat Atelier. Das ist auch wunderschön, wie der ausschaut. Und dann diese Geschichte nur erzählt, bin ich auf alle Fälle angefixt wie eins Schweindel. Drum aufschreiben. Hier, okay, Sesselberger hat schon mal das erste aufgeschrieben. Wird das nächste nur aufschreiben. April 2027. Danke. So, was haben wir noch? Enola Holmes, Teil 3. Erste Bilder. Die habe ich natürlich mitgenommen. Hier haben wir es. Ich habe noch keinen Teil davon gesehen. Ich habe gehört, sie sollen ziemlich cool sein. Aber kann ich noch nicht beurteilen. Zumindest hier für die Fans. Teil 3 hat seine ersten Beutel. Da wird umeinander geheiratet, so wie es ausschaut. Da sind wir happy as fuck. So romantisch, die zwei sind scheinbar auch verliebt. Sie schauen sich auf alle Fälle sehr neugierig an. Da tut es brennen tun. Schaut aus, als würde die Hochzeit richtig eskalieren. Und ist lit wie Scheiße. Ja, keine Ahnung, wer von euch hat das gesehen. Schreibt es in die Kommentare, ob es mir anschauen soll. Ich weiß nämlich nicht. Ich habe bisher nicht die Muße dafür gehabt. Ich fange mal mit One Piece Band 100 an. Hey, fleißig, fleißig. Ich habe leider, ich glaube, nur bis Band 7 gelesen, habe sie nur bis Band 7 daheim, aber ich werde jetzt im nächsten Mal anfangen, dass ich es mir nachkaufe und dann endlich den Manga weiterlesen werde. Ich habe jetzt endlich mal, ich habe ja schon lange den Band 0 und 1 von Jujutsu Kaisen daheim, aber mein innerer Monk ist halt durchtrat, weil bei denen hinten das Kase-Logo drauf ist und dann bei Band 2 und 3, vor allem bei Band 2, meine ich, überwiegend ist dann das Crunchyroll-Logo drauf. Jetzt habe ich erst mal rumkatzeln müssen, bis ich endlich nur mit Band 2 mit dem Kase-Logo gefunden habe. Habe ich es gefunden, müsste bald kommen. Und dann kann ich endlich Jujutsu Kaisen mal lesen, weil der Anime, der hat mir auch schon extrem sticker, weil da habe ich ja schon unglaublich viele Videos gesehen und das muss ja ein Animationslevel 9000 sein. Übrigens, Comic, der herauskommt, das finde ich auch schon wieder sehr geil. Predator vs. Planet of the Apes ist jetzt offiziell angekündigt und kommt ich glaube, dieses Jahr im Juli sogar schon raus. Also, ja, was möchtest du mehr sagen? Predator vs. Planet of the Apes, also geil, oder? Müssen wir uns holen. Brauche auch mit die Predator vs. Batman Comics, die glaube ich sind auch ziemlich geil. Da hat es so viele geile Comics gegeben, die eigentlich überhaupt keiner auf dem Schirm hat, die unbedingt lesen kehrten. Fix Mari. Kommt zu nix, komme ich hier. Vor lauter Kassettenschmerz. So, ich weiß nicht, ob es so hört, aber meine Katze schreit sich gerade im anderen Zimmer die Kehle aus dem Hals, weil er raus will. Aber er wird es jetzt schon aushalten. Wir sind gut unterwegs hier. Was haben wir denn als nächstes? Zippy Zappi, genau. Turtles vs. Batman gibt es auch. Ja, stimmt, die gibt es auch noch. Da ist ja, ich glaube, wie heißt denn die IDW Publishing oder so? Ich weiß jetzt nicht genau. Die haben einmal die geilen, wo zum Beispiel jetzt auch zu Event Horizon ist jetzt der Sequel als Comic rausgekommen. Die haben da einmal richtig, richtig geile. Da muss ich mal eine Sammelbestellung, glaube ich, starten. So ist sie. Die Rampensau. Küsschen. Das ist fein. Was machen wir? Arschloch in die Kamera? Hä? Mag ich nicht, schauen Sie. Hallo, du sitzt auf meine Notizen, ich sehe nichts mehr. So. Das ist ein Heumund. Was auf erzählt so, YouTube geheißen war, die erst bis der Anime zu Ende ist, fangen wahrscheinlich jetzt dann irgendwann My Hero Academia an. Ja, Guilty Boy liegt mir schon lange in die Ohren, dass ich den einmal anschauen soll. Der ist jetzt, glaube ich, abgeschlossen worden, der Anime. Ich muss jetzt nur Inuyasha fertig schauen und ein paar laufende noch beenden, die ich angefangen habe. Aber dann werde ich wahrscheinlich einmal mit My Hero Academia anfangen. Da gab es, denke ich, einen Film dazu, zu Batman vs. Turtles, aber einen animierten, glaube ich, gell? Das kann sein, da klingelt auch was. Naja, Streaming-Releases, Netflix bringt, seit gestern läuft die Straight to Hell. Das muss eine coole Action-Serie sein. Be a Wild, aber die Ehre. Schön, dass du da bist. Vergiss Jojo Bizarre's Adventure nicht. Na, ist auf der Liste, habe ich auch da. Aber da ja jetzt gerade die neue Staffel gerade so im Dreivierteljahrtakt die Folgen released, lasse ich mir da noch schön Zeit, bis die auch durch ist. Amazon hat ab heute den Birds of Prey drin. Der wird von viel verhasst. Ich mag den sehr gerne. Ich fand, der hat einen coolen Soundtrack und ich liebe Margot Robbie als Harley Quinn. Und ich habe halt auch den Film so gefeiert, weil ich es lustig fand und weil ich mit viel männlichen Artgenossen geredet haben, die sich von dem Film irgendwie von Latz gestoßen gefühlt haben, weil, wie hat es geheißen, nach dem 10. Mal in die Eier kriegen, habe ich schon gewusst, was mir der Film sagen möchte. Aber ich dachte, ach schön,
Bei Jackass war es lustig, wenn sie sich die ganze gegenseitig in die Eier drehen, aber sobald Birds of Prey ist mit einem feministischen Touch, fühlt man sich in der Männlichkeit angegriffen. Drum feiert die Birds of Prey. Kann ich nur empfehlen. Ich fand den witzig. Außerdem der Ewan McGregor als, wie war das? Black Mask, glaube ich, als Bösewicht. Sehr cool. Hat also auch mehr als nur Tritte in die Eier. Und übrigens auch dieses geile Sandwich, das sie da isst. Ich möchte unbedingt dieses verdammte Sandwich mal haben. Ja, animated, klar. Klar, sagt er. Was hat er noch? Genau, habe ich heute durch Zufall gesehen. Keine Ahnung, warum Amazon mir da wieder nicht Bescheid sagt. Das ist wie immer. Aber das Remake vom Anime Fist of the North Star ist mittlerweile schon mit 5 Folgen auf Prime verfügbar. Da muss ich unbedingt demnächst reinschauen, weil Animationsstil schaut schon mal voll geil aus. Mädi aber auch das Original erst noch singen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich gleich das Remake anschauen oder erst das Original? Das war auf Crunchyroll drin. Sagt's mir mal, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist ja wurscht, weil jeder Joseph hat eine Geschichte für sich mit ein paar Verbindungen. Nächstes wurscht, erst wenn es abgeschlossen ist. Ansonsten du schaust einmal alles erst, wenn es abgeschlossen ist. Du brauchst mir jetzt hier überhaupt nicht dazu drängen, dass ich anfange. Und auf Apple TV Plus kommt noch Widow's Bay. Ist, glaube ich, eine Mystery-Serie, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, wie gesagt, Apple TV muss ich erst wieder aktivieren. Kann ich noch nicht reinschauen. So, haben wir hier noch physische Releases. Mike war wieder dickste Potato für den Mike. Er war wieder so fleißig. Hat mir geschickt, was es jetzt dann zum Kaufen gibt fürs Regal zum Einschirmen. Unter anderem, ganz wichtig, Zombies unter Kannibalen in 4K. Schaut sich mir den alten Trailer an von Zombies unter Kannibalen, das ist Weltklasse. Er sagt, ich glaube, der Trailer dauert 1 Minute und er sagt ungefähr 180 Mal Zombies unter Kannibalen. Und dann läuft er wie so ein Gebiss vor und so Bombe. Bomben-Trailer, brichst du zusammen. Dann der VHS 94 ist heraus. Feast 2 und 3 auf Blu-ray, jetzt halt auch komplett uncut, unrated, sollte man sich holen. Wenn man es trashig mag, die können nämlich nicht mit Teil 1 von der Qualität mithalten, weil Teil 1 war ein cooler Fun-Splatter, da jetzt sagen. Teil 2 und 3 ist halt dann schon krasser Trash wieder gewesen, für mich zumindest. Frightness im Director's Cut und in der Kinofassung 2 Disc Special Edition auf Blu-ray. 28 Years Later, The Bone Temple im Steelbook, sollte man sich unbedingt holen, wer ihn nicht im Kino gesehen hat, ist er mittlerweile auf Netflix drin. Sehr schade, dass der nicht den Erfolg-Code hat, den der erste zum Beispiel gehabt hat. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem noch die Geschichte abgeschlossen mit dem 3. Teil, weil nämlich ich den Bone Temple überragend gut fand. Und dann eine Blu-ray mit neuer Bild- und Tonabtastung zu Lebendig gefressen. Den haben wir schon besprochen, der Mike und ich. Ich glaube, es war sogar unsere allererste Class 6-Folge, die wir gemacht haben. Wer den noch nicht hat, gibt es jetzt dann in der stinknormalen Amaray. Also zugreifen, Leute. Da kann man einkaufen. Und man kann ins Kino gehen die Woche, denn es ist entgegen dem Kinostarts-Post, den wir ja jede Woche machen, doch mehrere Zeit im Kino, aber wir haben auf diesem Post, auf dem Template natürlich nicht so viel Platz. Darum kriegt es hier mehr Infos. Es ist unter anderem der Teufel trägt Prada 2, das habt ihr schon gesehen. Der Wunderweltenbaum habt ihr auch gesehen und dann dieser Rose oder Rose, ich habe keine Ahnung, in welcher Sprache das wir hier unterwegs sind. Dann kommt noch der Frosch und das Wasser. American Sweatshop, dann nächste Woche wichtig, das kommt jetzt schon rein, weil es immer am Dienstag ist, am ersten Dienstag im Monat ist ja Best of Cinema und da kommt nächsten Dienstag die 3 Tage des Condor. Um den Film zum Schauen im Kino gestatte ich sogar, dass ihr nicht im Kassettenschmatz dabei seid, sondern erst im Nachschau-Squad. Was läuft noch? Tom und Jerry und der verlorene Kompass. Was für die Kleinen. Ist doch auch schön. Die müssen auch ins Kino gehen und da gehen uns mit der Wunderweltenbaum aktuell, mit Tom und Jerry und auch mit Super Mario Brothers ins Kino, gell? So. Was haben wir noch? Streaming-Charts, die müssen wir dann durchhauen. Da schau her, Platz 10, 4. Staffel von Invincible. Ist ja jetzt durch. Haben wir jetzt eine Zeit lang jeden Mittwoch echt Bomben-Folgen-Release-Kasala-Code hier mit The Boys und Invincible und Daredevil und ist Moll nicht auch am Mittwoch gekommen und Scrubs Staffel 10 und Doro sogar am Mittwoch auch. Ich weiß nicht, aber man hat auf alle Fälle gar nicht gewusst, wann man wo es noch anschauen soll. Ist echt zugegangen wie solche. Aber Invincible Staffel 4 ist jetzt abgeschlossen. Sehr unerwartet ruhiges Finale, aber trotzdem intensiv fand ich. Ich freue mich schon auf mehr. Dann Platz 9 haben wir Apple TV mit Your Friends and Neighbors, die 2. Staffel. Platz 8 ist The Pit, 1. Staffel HBO Max.
Platz 7, Netflix mit der ersten Staffel Trust Me, The False Prophet. Dann haben wir Peacock. Ich weiß immer noch nicht, wo Peacock-Sachen bei uns ausgestrahlt werden. So Miniature Wife. Das, glaube ich, ist völlig falsch ausgesprochen gewesen. Ist auf alle Fälle auf dem 6. Platz. Wo ist Peacock bei uns? Wo sind die Peacock-Sachen? Sag mir das mal einer. Platz 5 ist Staffel 5 von The Boys. Auf Prime Video natürlich. Morgen nächste Folge. Dann haben wir Big Mistakes, die erste Staffel auf Netflix, auf dem Platz, 4. Platz. Und jetzt gehen wir die Top 3. Da geht es weiter mit Netflix. Temptation Island, Staffel 2. Dann Beef, Staffel 2 auf Netflix. Und Platz 1 ist The Pit, die 2. Staffel auf HBO Max. So. Haben wir wieder den Mund fusselig geredet. Und jetzt was tun wir tun? Wir tun jetzt natürlich fett unboxen. Hier fangen wir erstmal wieder an mit die Japanese Pokémons von Bartigen. Nochmal ein riesiges Dankeschön an den lieben Michel. Das Geschenk hat uns sehr, sehr gefreut. Jetzt habe ich es falsch aufgerissen. Okay. Okay, irgendwie kriegen wir es auf. Pokémons. Ja. Schaust du dann überhaupt noch irgendwie, Sesselberger, schaust du eigentlich dann irgendwie auch noch Serie an, irgendwie für nebenbei oder so von Pokémons, oder supportest du nur noch hier Pokémon-Karten unboxen? Gott, ich hab's jetzt so dumm aufgemacht, dass ich mir aufkriege. Wow. Ich habe natürlich jetzt auch nichts zum Aufstehen da. Leider kein Japanese Unboxing, machen wir nächste Woche, dann schneiden wir das Ding auf. Dann machen wir einfach weiter mit Optimale Ordnung. Das ist ja, glaube ich, das aktuelle Set. Das soll die eigentlich aufkriegen. Aber ich kann es nicht promisen, um mal ein paar Anglizismen nur einer zu machen. Das ist nicht wichtig. So, ich habe es aufgebracht. Schauen wir nach. Drückt ihr die Daumen. Ich supporte euch immer. Das ist schön. Das passt. Da bin ich zufrieden. Support ist wichtig. Da Tignis mit Flackern. Dann noch ein Hippopotas, Sandwirbel und Biss. Rapfratz mit Bodycheck. Antikes Flossenfossil. Rosis Ermutigung. Vivillon, gewaltige Flügel und durchdringender Strahl. Wie man heute hat, noch 10 halbe. Ich glaube, den Witz habe ich das letzte Mal schon bringen können, oder? Weißt du mal. Luxio, kampflustiges Gebrüll und statischer Schock. Ja. So, jetzt wird hier geschillert. Käufwaff mit Handschnitt und Kopfnuss. Was ist hier überhaupt mit Handschnitt? Der hat nur Pfoten. Fake News. Tanatora mit Arme aus Stein und Einhämmern. Ich glaube, die haben wir letzte Woche schon gehabt. Aber ich glaube nicht den Schillern, die weiß ich nicht mehr. Mal gucken. Und ein Yugong mit Wegspülen und Wellenplatscher. Und das ist eine normale Holo. Nichts dabei, das 1000 € wert ist. Hier haben wir noch Basisenergie mit Kämpf. Nichts dabei, leider Gottes. Gehen wir wieder mal leer aus. Wenn du auf Threads, wenn du schaust, da bin ich öfter mal unterwegs mit Leute, die dann schreiben, ich habe jetzt gerade 3 Booster Packs aufgemacht, und dann haben sie ungefähr 6 Full Artwork Karten drin. Und ich denke mir, warum? Ich mache 100 auf und habe nie Full Artwork drin. Ich möchte doch auch nur reich werden. Mit Pokémon-Karten natürlich. Mit was denn sonst? Weil mit der Arbeit, da haben wir es mir nicht so, da ich sagen. Das möchte zwar der Friedrich Merz nicht hören, aber das ist mir egal. Ich versuche gerade nochmal die Japanese Pokémons aufzumachen, aber meine Fingernägel sind gerade dafür. Verdammt, ich habe meinen Koksnagel nicht schneiden sollen. Aber seitdem ich clean bin, wisst ihr ich glaube, ich schaff's. Natürlich schaffe ich es. Die Hülle wird zwar jetzt hier ein bisschen freiwillig von mir, aber selber schuld. So, schauen wir mal, was wir da haben. Ich weiß nicht, Wolli war es nicht. Wie heißt denn? Voltilam, oder? Voltilam? Jetzt haben wir die auch noch gerade gefunden. Ein Voltilam. Dann haben wir ein Vulnona. Los, wir Fokus. Vulnona. Ein X-Bat. Ich glaube, Piccochilla, kann es sein? Und ein Metacross, oder? Ist es ein Metacross? Oder ist das die letzte Stufe, ist das Metacross und das ist irgendwas dazwischen und heißt anders? Kann man das etwas sagen? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle wieder kein Full Art dabei. Werden wir auch mit den Japanese Pokémons nicht stinke reich. Schauen wir mal, was
das letzte OP14 Booster uns gönnt an wertvollen Karten. So, Oskar hat sich mittlerweile hier seinem Schicksal ergeben und liegt am Tisch und versucht zu schlafen. Ist natürlich sehr einfach, wenn ich daneben sitze und ihm ein Zeug verzeihe. So, jetzt schauen wir mal hier. Lau Chichi. Dann haben wir Shachi und Penguin. Kinemon. Diamante. Bluegrass. Die haben wir auf alle Fälle schon, das weiß ich. Bird Neptunian. Aber ansonsten waren wir bisher ganz gut. Ich glaube, die anderen haben wir noch nie gehabt. I heard the sound of a lady's teardrops falling. Die glaube ich, habe ich auch schon gehabt, bin ich mir nicht sicher. Die war cool. Wahrscheinlich ist es aber wieder nur die V1. Don Quixote do Flamingo ist wahrscheinlich wieder nur die V1. Deswegen nichts wert. Danke für nichts. Oh, Seise haut uns hier mal eine Spende rein. Da gibt es wieder eine fette Potato für die. Vielen, vielen Dank. Warte, ich jetzt das? Und geherzt und noch 1000 Herzen geschossen in den Chat. Just for you. So, was haben wir jetzt noch? Shaku Yaku. Dann den Urologe. Ground Death am Glitzern. Und Karotto. Cooles Motiv. Vielleicht habe ich mal Glück und es ist eine V2 und ich kriege dadurch eine Yacht finanziert. So, also kartentechnisch sind wir nicht reich, aber wir haben ein paar coole neue für die Sammlung drinnen. Das passt doch. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, was uns Polyband hier geschickt hat. Ziemlich geil. Also geht noch ein riesen Dankeschön, eine riesige Potato raus am Polyband, dass sie uns hier mit dem Dan-Material irgendwie so schön sorgen. Wir haben uns auch die ganzen Volumes von Staffel 1 angeschaut und hier geschickt. Die Aufmachung ist genauso wie bei Staffel 1, also schöne Pappbox zum Aufklappen dann mit coolen Artwork und ein paar Bonus-Sachen drinnen. Die machen wir jetzt auch auf. Da ist dann Platz drinnen für die restlichen Volumes. Ich denke mal, es wird aufgeteilt sein wie bei Staffel 1 in 4 Volumes, glaube ich, waren es da. Die waren dann immer in einem schicken in einem schicken so ein Paperback, nenne ich es jetzt einfach mal drinnen, zum Aufklappen mit immer einem anderen Charakter im Fokus. So, da also erst einmal hier sehr schönes Cover. Ich muss mal Graugel aus da, weil sonst ist der Fokus falsch. Dann. Hier hinten beste Turbo Oma, beste. Geil, Anime Schuber, immer toll, sind immer toll, das stimmt. Dann Open Up the Shit, Open Up the Pit. Haben wir ein paar Turbo Oma Mood and Feel Buttons. Die sind ja wieder obergeil. Ich sage ja, Turbo Oma beste. Ist natürlich dann hier gleich im Fokus. Dann sehr cooler, ein Schaumstoffeinleger, damit das Zeug nicht rumfällt. Man hat dazugelernt zu der ersten. Da ist zwar nicht stark rumgefallen, weil dicker Plüschanhänger drin war, aber es war ein bisschen viel Luft drinnen und jetzt hat hier nichts gescheppert. Das ist auch sehr schön. Und dann haben wir eben, wie gerade gesagt, die Disc mit den Episoden 1 bis 4. Dieses Mal haben wir, jetzt weiß ich seinen Namen, aber wie heißt denn der Grettingler wieder? Er ist auf alle Fälle im Fokus diesmal. Ziemlich coole Figur, vor allem wenn es dann zähmen oder bändigen, nenne ich es einmal. Eine sehr traurige Hintergrundgeschichte hat dieser Geist, der da dazukommt. Deswegen, ich kann dann nur wieder mal empfehlen. Das Einzige, was ich immer hier ein bisschen bemängeln muss, ist die Verarbeitung der Kante. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sagt da. Da muss ich konstruktive Kritik anbringen, das kann man ein bisschen schöner machen, weil das dann, denke ich mal, bei häufigem Gebrauch, häufigen Öffnen und so weiter vielleicht irgendwann einmal sie ablöst. Hoffen wir es mal nicht, aber ansonsten finde ich die Sammelboxen von Dan, die Polyband da rausballert, voll geil. Jede Volume eben in diesem Pappschuber, in diesem Pappelement drinnen. Mein Gott, ich finde den Namen einfach nicht mehr. Naja, ist eh wurscht. Immer wieder ein paar Extras wie Karten, Poster, Sticker, jetzt Buttons, Schlüsselanhänger. Also, hier haben sie da was Cooles überlegt und auch was sehr Schickes, das gut im Regal ausschaut. Drum,
ab zu Polyband und kauft's ei. Diese Sache gehört supported. Die gehört supported. Ist ja schon, glaube ich, für, wenn ich's richtig im Kopf habe, Juni die Volume 2 angekündigt. Die ist schon in den Startlöchern. Also, kauft's ein, Leute. So, das war's für heute. Heute waren wir ziemlich lang, heute waren wir fast 50 Minuten im Kassettenschmerz, schon lange nicht mehr, aber wir haben ja diesmal wesentlich mehr geunboxed. Danke an alle, die zugeschaut haben und riesen Potatoes an alle, die gespendet haben und mit diesem Dankeschön an Polyband in dem Sinne. Dann schaut's, halt's die Ohren offen, nämlich unsere neue Folge heute, Hardline komplett Recap. Also Mike, Corby und ich haben über das komplette Hardline jetzt nochmal gesprochen, nicht gerade diese kurzen Tagesrecaps. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ja, genau. Nächste Woche gibt es dann auch einen Talkthrough. Seppi hat die Woche leider keine Zeit. Wir wollten die Woche machen, aber mein Gott, dann machen wir nicht nächste Woche. Wir sind relativ gut im Monatsrhythmus drin mit dem Talkthrough. Drum hören wir und singen wir uns nächste Woche. Macht's es gut. Au revoir. Küsschen auf die Nüsschen und tschüss.